Oh! Das ist gar nicht so einfach, aber wie Sie beim Dosenwerfen richtig abräumen und beim Hau den Lukas eine gute Figur machen, hier wäre fast die Kamera kaputt gegangen. Aber hier sind die besten Tipps und Tricks für Volksfeste. Sorry. Sie wollen wissen, welche Achterbahn am meisten rockt? Dann haben wir eine Überraschung für Sie. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie richtig abräumen an den Buden. Außerdem wussten Sie, was eine Bierbank alles mitmacht? Mehr jedenfalls, als Ihre Besucher vertragen würden. Erster Spot, das Dosenwerfen. Pflicht auf jedem Volksfest. Aber seien Sie ehrlich, haben Sie schon mal abgeräumt? Das ist für diesen Mann hier aber mal gar kein Problem. Magic Pete. Mit einer scheinbaren Leichtigkeit staubt er einen Preis nach dem anderen ab. Sogar mehr als er tragen kann. Geht das mit rechten Dingen zu? Wir haben ihn in Amerika besucht und dabei zeigt er uns stolz seine Sammlung. Das hier ist die Ausbeute von nur einem Tag. Wie sich herausstellt, war Peter früher Baseballspieler. Das erklärt einiges. Er kann also extrem präzise und hart werfen. Aber hat er auch eine Chance auf dem Oktoberfest? Wir laden ihn ein und stellen fest, ja, hat er. Auch hier hagelt es einen Treffer nach dem anderen. Der ist gut und wer gut ist, der soll gewinnen. Nach nur 20 Minuten hat Peter 7 Hauptpreise gewonnen. Damit toppt er sogar seinen Highscore. In den letzten Tagen habe ich durchschnittlich einmal in 3,5 Spielen abgeräumt. Hier habe ich einmal in 2,5 Spielen gewonnen. Wir bitten Peter, uns ein Erfolgsgeheimnis zu verraten. Wie können auch wir richtig abräumen? Sehr viel hängt vom ersten Wurf ab. Aber wohin soll man zielen? Das hier ist die Stelle für den ersten Ball. Wenn man genau dorthin trifft, haut man schon mal diese 7 Dosen weg. Es hängt also alles vom ersten Wurf ab. Im Idealfall haut man mit dem zweiten Wurf die restlichen Dosen weg. Der dritte bleibt dann zur Reserve. Okay, dann also ein bisschen Training im heimischen Garten und dann wird abgeräumt. Lassen Sie sich von diesem Namen nicht täuschen. Die Wilde Maus ist die wohl krasseste Achterbahn der Welt. Auf dem Hamburger Dom finden wir die größte, schnellste und vermutlich auch die wildeste Maus überhaupt. Das Geheimnis dieser Bahn liegt in den ruckartigen Bewegungen und geht damit so richtig an ihre Substanz, vielmehr in die Knochen. Aber warum eigentlich? Bei modernen Achterbahnen werden Steilkurven eingebaut. Durch diese Schräglage werden die Fliehkräfte entschärft. Unser Volksfest-Klassiker ist dagegen so entworfen, dass die Fahrgäste die vollen Kräfte abbekommen. Geschwindigkeit ist nicht ihre Stärke, sondern das Überraschungsmoment. Die abrupten Richtungsänderungen verwandeln diese Bahn in einen Schleudersitz auf Schienen. Halten Sie sich also gut fest, denn nicht nur in den Kurven werden Sie ordentlich durchgerüttelt. Erst bei einem genauen Blick wird klar, was da alles auf unseren Körper einwirkt. Täler und Bergkuppen sind viel enger konstruiert als in anderen Achterbahnen. In den sogenannten Airtime-Hügeln werden die Insassen aus ihren Sesseln katapultiert und sofort wieder hineingepresst. Was sich harmlos anhört, wird zum Härtetest der Wirbelsäule. Zum Schluss gibt's noch eine Vollbremsung. Wunderbar, ist noch riesig Spaß. Ich will gleich noch mal. Ja. Die Wilde Maus. Training für ihre Nerven und auf jedem Rummel der perfekte Kick. Jetzt gibt's erstmal eine Stärkung. Der Steckerlfisch wird über Holzkohle gegrillt und bekommt dadurch sein rauchiges Aroma. Allein auf dem Oktoberfest werden jährlich mehrere Tonnen verputzt. Am besten eignen sich Makrelen, denn die haben einen besonders hohen Fettgehalt und bleiben schön saftig. Ganz traditionell wird er in Papier verpackt und, jetzt beginnt die Herausforderung, mit nur 2 Holzspießchen gegessen. Aber wie kann man den Fisch zerlegen, ohne an den Gräten zu ersticken? Dann fangen wir einfach mal an, am Kopf. Hier ein bisschen auflockern alles. An der Mittelgeräte entlang. Dann hebst du es ein bisschen fester. Ziehst die andere Seite sauber runter. Brauchst eigentlich nur hier die Geräte anheben, vorsichtig anziehen. Und schon nur noch den Kopf abtrennen.
dass es ein bisschen zusammen, dass es ein bisschen ordentlich ausschaut. Und hier hast du jetzt noch ein paar Gräten, aber die kannst du beim Essen rausnehmen. Jetzt dafür probieren. Genau. Das ist ein Schmecker. Super. Schmeckt ganz gut. Auf dem Oktoberfest ist Muskelkraft gefragt. Hau den Lukas ist für jeden Fitnessstudio-Besucher eine echte Herausforderung. Mit 8 Metern Schlaghöhe ist das hier der größte mobile Hau den Lukas Deutschlands. 800 Gramm wiegt der sogenannte Frosch, den man mit dem Hammer nach oben schlagen muss. Und so schaut das Ganze von innen aus. Das Prinzip ist einfach. Der Dorn drückt eine Wippe nach unten und auf der anderen Seite schießt der Frosch nach oben. Klingt einfach, ist aber gar nicht so leicht umzusetzen. Ohne Tipps können unsere Tester daher nur kaum punkten. Besitzer Peter Sachs zeigt uns, wie es richtig geht und befördert den Frosch bis ganz nach oben. Dagegen sehen unsere Amateure ziemlich alt aus. Das Wichtigste ist, dass man exakt die Mitte trifft. Nicht verkanten, zu hoch oder zu tief oder seitlich. Hier die besten Tricks. Mit einem festen Stand kann man besser zielen. Außerdem sollte man den Hammer möglichst weit hinten fassen, für noch mehr Schwung. Dann ist die ganze Kraft, die im Hammer entwickelt ist, geht rein und dann geht das Ding rauf. So, und jetzt noch einmal. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Nur wenige Zentimeter fehlen bis ganz nach oben. Mit ein paar Tricks geht also alles ein bisschen leichter. Hier der direkte Vorher-Nachher-Vergleich. Eine eindeutige Sache. Wie heißt es so schön? Immer voll auf die 12. Aber der wahre Star auf jedem Volksfest ist, hätten Sie es gedacht, die Bierbank. Was die aushalten muss, sprengt alle Rekorde. Auf den ersten Blick etwas unscheinbar, aber ein Meisterstück deutscher Handwerkskunst. Ein Holzbalken, gefertigt aus massiver Fichte. Darunter ein Gestell aus grünem Winkelstahl. Eins ist klar, diese Sitzgelegenheit soll nicht schön sein, sondern stabil. Auf ihr wird geschunkelt, gewippt und herumgetrampelt. Aber wie viel Gewicht kann sie aushalten? Wir finden es heraus. Unser Reporter Thilo Mischke will die Bank mit bloßem Körpereinsatz an ihre Grenzen bringen. Thilo und seine freiwilligen Helfer wackeln und schaukeln, was das Zeug hält. 5 Leute, vielleicht 500 Kilogramm und die Bierbank hält Stand. Okay, dann müssen wir wohl noch einen drauflegen. Thilo macht sich auf zum nächsten Experiment. Die Belastung wird jetzt gesteigert, und zwar mit Zement. Jeder Zementsack wiegt 25 Kilogramm. Glauben Sie, dass das Holz der Schwachpunkt sein wird oder eher die Füße? Das Holz. Das Holz. So, wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir sind bei 750 Kilogramm jetzt. Die Bank ist stabil. Plus 2 Säcke, da sind wir sogar schon bei 800 Kilo. Kurz vor einer Tonne. Fast ein Elefant. Ja. Dann machen wir mal noch weiter und gucken, was passiert. Gesagt, getan. 46, 47, 1 Tonne und knapp 250 Kilogramm. Ich bin bewegt. Zutiefst. Im Gegensatz zur Bank. Ein paar Säcke gehen schon noch. Aber plötzlich biegt sich das Holz und schlägt zurück. Bei 52 Säcken siegt die Schwerkraft, aber nicht das Gewicht. 1,3 Tonnen und die Bank hält stand. Aber wir wären nicht Galileo, wenn wir nicht noch einen draufsetzen würden. Hier ist also wirklich Schluss. Und der letzte Punkt geht an uns. Aber wenn Sie keine 14 Tonnen wiegen, dann können Sie sich auf einer Bierbank sehr sicher fühlen. Na dann kann's ja losgehen auf der Wiesn.